Ehre, die Ehre. Übrigens, der Bierger. Ja, es ist Zeit fürs alljährliche Ritual. Jahresmerch. Und darum ist Zeit, how to zeichnen. 20.5.20. Bla bla, wie schnell kann ein Jahr vergehen? Bla bla, ich hab doch erst vor 2 Monaten gezeichnet, oder nicht? Bla bla bla. Ja, was es eben ist. Wie ihr alle wisst, normalerweise zeichnet der Chris, der Zeichner vom Trachtman, Motive für mich. Der kann das. Ich kann das nicht. Aber egal, um das geht's auch nicht. Weil einmal im Jahr gaggelt ich selber umeinander, wie ein 4-Jähriger das erste Mal Wachsmalstifte geschenkt kriegt. Ja, und vielleicht auch frisst. Ja, was soll ich machen, wenn Gelb so gut schmeckt? Alles, was das ganze Jahr passiert ist, soll wieder ein großes Wuselbild werden. Und den Prozess, den zeige ich euch heute. Ich meine, ich kann auch viel erzählen, dass ich das selber zeichne, darum filme ich einen Monitor dabei ab. Und anfangen tue ich in Phase 1. Grundkonzept und Skizzen. Letztes Jahr hat mir der Chris schon vorgewarnt und gesagt, Alter, wirst nächstes Jahr den Achter machst, das war's kein Sau, viel Spaß. Darum habe ich mir das ganze Jahr schon was ausdenkt. Aber halt, stopp! Das Gekrakel da ist das Jahr alles, was ich euch in Phase 1 zeige. Ich mache nämlich jetzt einen Fehler, habe ich gemerkt, dass ich euch das dreifache Motiv schon am Anfang vom Video zeige. Und darum überspringen wir das Grundkonzept ein bisschen und gehen sofort zu den einzelnen Skizzen. Aber, wie viel war das jetzt? Aber vorher bitte ich um eine Eskalation in die Kommentare für die liebe Steffi, die wirklich immer noch unerschütterlich und ohne Ausnahme in jedem Stream dabei ist, jedes noch so kleine Vorkommnis mitschreibt und mir am Ende einen Roman schickt, inklusive Screenshots und wann was wo passiert ist. Darum möchte ich unbedingt, dass du weißt, dass ohne dich dieses Motiv überhaupt nicht mehr möglich war, weil ich die Hälfte einfach vergessen hat. Steffi, vielen, vielen Dank. Und weil diese Phase im Video auch immer ein kleines Mini-Best-of vom ganzen Jahr ist, heute jetzt mal Dummgoschen erfahren. Was? Oh, lecker Gott, was spürst du? Aber jetzt wird... Ja, mach es doch beim Maul. Warte, ich hupf selber. Ich muss jetzt selber nicht hupfen heute. Ja, du musst die von mir ausspritzen lassen. Willst du Ketchup? Nein, Ketchup will ich. Ich würde mich selbst essen, wenn ich könnte. So, schau mal, was passiert. So. Bruder, ich glaube, wir haben gerade Frauenspielzeug erfunden. Warum? Los, bleib mir der Haupt oder dein Maul. Dann zieh ich noch mal schon down. Mein Spezialgebiet, solange unser Trupp zusammenarbeitet, das hat richtig gut funktioniert, werden wir den Gipfel im Nu erreichen und ein SOS-Signal absetzen. In der Zwischenzeit werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine berühmten Traggeber und ein paar zusätzliche Zeit erweitern. Feldmeister Mürrer. Was soll jetzt das? Ich bin auf meine vollgeschwitzten Knierscheiben ausgerutscht, oder halt auf dein dummes Maul. So, und jetzt im 90-Grad-Winkel. Im 90-Grad-Winkel muss hier irgendwo... Da ist! Hast du lange nicht mehr probiert. Vorstand geht's, aber das Telefon! Klingt Erwin Müller. Finally! Da, Vorstand, du musst sagen, dein Mann stinkt. Erwin Müller. Warum kann da nicht einmal was... Wenn du 3-mal im Jahr gehst an das Telefon hin. 3-mal im Jahr. Kann da nicht einmal was Normales rauskommen? Wirklich nicht. Was soll ich sagen? Schau so! Wusste ich's doch. Mamma mia! Und ich hockt da und haut einfach Kegel zusammen! Zum Entsperren. Halt doch dein Maul! Halt doch dein Maul! Halt doch, du musst der Ketchup machen! 50 Sekunden. Komm schon! Halt doch die Schnauze! Das ist doch ein Witz! Alles vorher gehabt. Alter, wie gut ist das? Zerstörung in 80% von diesen scheiß Horrorspielen. Nein.
Alles klar, du kannst mich so am Arsch lecken. Fickt's euch, fickt das Spiel, fickt den scheiß Hurensohn-Monat, leck mich am Arsch. Scheiß Fucking. Halt doch den Maul. Ich glaube, ich krieg eine Pfannekatze. aber lustige Im schwarze 0,6 hast du dich an deine Schweine-Superkräfte gewöhnt. Ach, geh heute. Ich flieg im Furzflug. Magische Regenbogenfürze sind die besten Fürze. Schau, was ich kann. Ich kann einen Regenbogen schwasseln. Ja. Hoppala, falscher Hörer. Ja. Ah, halt die fest, ich bin in 2 Minuten da. 2 Minuten. Ja, Hermann, ist gut, ich komm gleich. Das Ding grüßt dir, helf mir. Oh, ich hab was. Ja, ich hab's! No. Haben wir das verheult? Ja, ich mach! Ich mach das auch schon Flaschen irgendwo. Was für... Sehr stark. Stark! Passiert noch ohne Hosen. Ich verstehe die Frage nicht, was für Hosen, Alter. So, drehen wir uns direkt im Kreis. Können wir selber anschauen? Look at us. Look at us! We are amazing! Du jetzt mit deiner scheiß Werbung interessiert mich nicht! Und dann steht mittendrin einer, der Lil Lupan, mit guten Besserung. Es tut mir so leid. Aber trotzdem stell dir mal vor, es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Aber stell dir vor, du gehst in Lebenshilfe um mich. Oh, du kannst drin. Ja, gut, ich bin so. Wo ist das geile Dunkelkopf? Brauch ich. Das interessiert mich, was die Scheiße kostet. Oh Gott, was passt denn da am besten? Ich weiß es nicht. Ich glaub den da. Here I come. Here I come. 20 Euro, Alter. 20 Euro! Damit du als Vollidiot um einen anlaufst, weil 70 Euro haben noch nicht gelangt. Das ist eh gekommen, das haben wir schon mal gesehen. Du jetzt einfach mal nix. Ah, gefickt dich. Ah, gefickt dich! Ah, du Fotze, Alter, Kim, fick dich doch. Ich hasse es so abgrundtief, Alter. Was ist ein Blödschmerz? Haben Eulen Knie. Gelöst und erklärt. Ja, Eulen haben Knie. Oh, dann hab ich noch eins. Das, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ohne Scheiß. So schaut der Nocker die Eule aus. Halt dein Maul, wieso sagst du mir das nicht vorher, dass ich auf F leider so kann? Da ist her! Da! Du Vollidiot! Ich habe eine neue Taubenfähigkeit? Was? Was? Ziele mit? Ja? Und dann hey, pal, let's fly! Was haben wir da gehabt? Messer! Messer und Zeig zum Zeigabstehen! Also, oh, stimmt, das steht bei den Schaufeln haben wir aber die guten. Was? Aber die guten. In Klammern dazu. So, machen wir eckige Klammern. 8 Stunden lang und irgendwo umeinander gurken. Da ist ein Viech. Da ist ein Viech auf meinem Mikrofon!
Was ist das? Das ist irgendein komischer Stinkelkäfer-Wanzendepp! Wieso, seit wann gibt's denn die im Winter? Wer immer da herunten meint, umeinander zum Gichteln müssen. Ich sag das jetzt einmal! Ich hab eine Schrotflinten! Jetzt sitzt da mein Streben, liegt da ein Besen am Mund. Weil du da weiter Stecker, merkst du das selber, oder? Wow! Die kann ich da leider so nicht stehen lassen. Zeig doch mal, was du drauf hast. Ah, Gott, ich blute. Du Vollidiot, liegst gleich im Dreck! Hör auf. Gnade. Gnade? Du gehst nirgendwo hin, bis ich es dir sage. So sieht's aus! Verschone mich! Was krieg ich dafür? Es gibt kein Erbarmen. Ich lass dich jetzt von meinem Hund fressen, du Arschkind! Ja genau, das kannst du jetzt so ausdenken. So. Beißbefehl! Köter, bester Mann! Bester Mann am Platz! Da, loben! Lobet den Herrn! Da, grob Ei. Genau, scheiß drauf und grob Ei. Was ist denn mit dir? Was soll denn das eigentlich sein? Ist das ein Angebot? Oder was? Wo bist du jetzt? Geh her jetzt da! Und loben muss sein! Es bleibt damit da! Wieso kann ich ihn eigentlich nicht von hinten loben? Bist mein Hund. Ja! Klasse! So, jetzt reißen wir die zwei Vollidioten noch schnell aus dem Raum können und dann geht's weiter. Die kannst du nicht, wenn mich da jemand anfragt, dann kann ich nicht. Ah, das ist natürlich nicht alles, was ihr jetzt da seht, ja? Aber, wenn ich fürs ganze Motiv alle kleinen Skizzen hab, platziere ich die am Schluss auf dem Grundkonzept, wo es halt hin sollen. Das ich euch das Jahr aber nicht gesagt, bevor ich fertig bin. Und darum gehen wir weiter in Phase 2. Inken. Damit ich nur mehr 20% besseres Beutel draus mache und meine Unfähigkeit so ein bisschen kompensiere damit, zeichne ich in aller Ruhe nur mal jeden einzelnen Skizzenstrich nach, bloß so möglichst sauber, wie es meine Fähigkeiten halt zulassen. Im Prinzip zeichne ich die Nummer, was ich schon zweimal gezeichnet habe. Jedes Jahr denke ich mir da das Gleiche dabei, scheiß mir auf das Prozedere und überspring's, farbe einfach die roten Skizzen schwarz und fertig. Es gespannt sowieso keiner. Aber nein, es ist jedes Mal wirklich sehr faszinierend, wie viel das Nachziehen am Ende dann bringt. Da kann ich noch mal kleine Sachen korrigieren, Perspektiven, Schatten oder irgend sowas. Und dann schaut es halt nicht mehr ganz so aus, als hätte es ein 4-Jähriger zeichnet, sondern zumindest etwa, als hätte er gestern Schultüten mit Gummibärle gekriegt. Das ist ein sehr langwieriges Dahintor, aber es hat sich noch jedes Mal sauber ausgezahlt. Irgendwo geht es auch nicht darum, dass ich der brutalste Zeichner der Welt bin. Das weiß ich selber, dass ich das nicht bin! Sondern, dass ich es eben selber zeichne. Wer tut das vom Rest schon? Im Zeichnen steht dann wieder, er war stets bemüht. Habe ich auch schon ein paar Mal gerne in meinem Leben und das hat noch überall hingelangt. Finalisieren tue ich das Motiv am Ende in Phase 3. Flatten und kolorieren. Weil es noch nicht gelangt, dass wir die ganze Gaudi in diesmal irgendwas zwischen 100 und 120 Stunden ungefähr 4-mal gezeichnet haben, muss ich da jetzt auch noch irgendwie vorbei. Und nein, da langt es leider nicht, dass man einfach einen Zauberstab nimmt, markiert und die Fläche ausfüllt. Cut, Zwischeninfo aus dem realen Leben eines YouTubers. An der Stelle möchte ich euch kurz sagen, dass ich beim Anfangen zum Ausmoinen in meinem Profi-YouTuber-Dasein circa 3 Stunden lang den falschen Monitor gefilmt habe. Ja, mit Würstel. Nice. Okay, passt schon wieder. Diesmal mache ich eine Kleinigkeit anders. Ich lasse die geflatteten Farbflächen wie es sind und farbe das so, wie ich es haben möchte. Und dann hau ich einen Schatten. Ich habe zwar keine Ahnung davon, wie man Licht und Schatten zeichnet, aber der Wille ist da. Ein Schatten als 50% schwarz drüber. Ist einfach schneller und das Beste ist, dass es fürs farblose Motiv die zweite Motivversion ebenfalls hernehmen kann, ohne dass ich da was Extras drüber gageln muss. Was das am Ende ausmacht, ist absolut narrisch, selbst wenn kein Schatten wirklich so 100% richtig ist. Das Kolorieren ist auch noch mal ein sehr langes Gewurstel, das eigentlich nie endet, weil ich nie zufrieden bin und das Ding als fertig ansehe. Aber wenn meine Zeit dann irgendwann einmal ausgeht, weil es fertig werden muss, gibt nach Stunden von Blut, Schweiß, Tränen und von gepeinigten Gichtbratzen Folgendes dabei raus. Ladies and Gentlemen, I proudly present to you Ich glaube, das darf halt diesmal das detaillierteste und umfangreichste Motiv sein, seit wir das machen. Im Großen und Ganzen waren Kingdom Come Deliverance 2 und Chronos meine Highlights des Jahres anspielen, darum schaut das ganze Grundmotiv nach denen 2 halt einfach auch aus. Das ist mitunter der nächste Grund, warum ich euch das nicht von Anfang an gezeigt habe. Verstehst? Friends of the Sun, zum Schluss jetzt aber noch Folgendes. Ja, weiß ich schon, die inflationäre Dankeschön-Saugerei.
Ist mir wurscht. Meine Damen und Herren, ich ziehe zum 8. Mal in Folge meinen imaginären Hut und bedanke mich für Ihre rege Teilnahme an meinem Blödsinn. Egal, ob du mit Hunderten umeinander wirst, 15 Mitgliedschaften hast, der stille Zuschauer und Lurker bist oder sogar noch zu faul bist, auf den Like-Button zum Smashen. Im Ernst, vielen, vielen Dank für alles. Doch die Zeit ist gekommen, in der ich da einmal im Jahr penetrant ins Gesicht schrei. Kauf mein Scheiß! Selbstverständlich gibt's das neue Motiv 20520. Ab sofort bei mir im Shop unter biergaware.de. T-Shirts, Hoodies, ein Haufen anderes Zeug für Mandel und Weiberl, klein und groß. Was? Ob es ein Kissen auch gibt? Versteh die Freude nicht. Ja, sicherlich gibt's ein Kissen. Flauschig. Die Knädel waren allerdings nicht dabei. Was? Was ein Poster auch wieder gibt? Miau. Freilich gibt's auch wieder ein Poster, ist ja eh klar. Man munkelt sogar, dass es sogar eins gibt mit Rahmen. Was? Die Schwarz-Weiß-Version? Selbstverständlich gibt's auch die Schwarz-Weiß-Version. Die schaut dieser bloß ein bisschen anders aus, sonst erkennt man nichts mehr von lauteres Zeug. So, hätten wir das auch. Jetzt darf es einmal Zeit werden, dass mein Job kaputt macht's. Und nicht aber bloß den von den anderen. Vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der sich da was aus dem Shop genehmigt. Und wer nichts braucht, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk ab. Und wir sehen wir uns in Season 9, möchte ich hoffen. Jetzt schleicht euch, merci Leute. Habe! Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass der ganze Bums jetzt da schon seit 9 Jahren dahin geht? Holy shit, Kinder, mir werden alt. Merci fürs Zuschauen, merci an alle, die sich aus dem Shop genehmigen. Jetzt haut's aber trotzdem noch schnell ein Like aufs Video, damit der Community ausgeliefert wird. Pfeffer CF in Comments für die Steffi. Und für alle anderen, die noch nicht abonniert haben, smash den Abo-Button. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das Video sagt, der nicht bereits Teil dieser Community ist, aber who cares? Haut's euch rein, ich schleich mich und schick meine geschundene Gichtbratzen auf Rea. Habe die Ehre.